Oh, sind wir schon drauf, mei. Voll Teufel. Also, kauft euch ja keinen Joghurt von der Firma Bübchen, gell. Ist das ein Zeug. Ja, voll Teufel. Da möchtest du dich gesund ernähren. Na. So. Ja, wie gesagt, tut mir leid. Also, sind wir wieder drauf. Grüß euch, sind wir wieder beieinander. Der Blasi ist wieder da. Ja, um was wollte man heute reden? He? Ja, genau. Ja, habt ihr es schon mitgekriegt, gell? Frisch wird's draußen. Ja. Das meine ich war's jetzt mit dem Sommer. Sauber kalt wird's. Also, passt auf, jetzt ist es an der Zeit, jetzt dürft ihr am Nachbarn einen Rasenmäher wieder zurückbringen, gell? Leicht euch lieber Schneeschaufel aus, ist gescheiter. Kann sein, dass es bald losgeht. Na, weiß nicht. Mir persönlich, ich bin ja eigentlich schon froh, dass es jetzt kalt wird. Dann ist wenigstens einmal mit den ganzen Viecherzeiger Ruhe. Regt euch das im Sommer nicht auf? Also mich schon. Ich frage mich sowieso, warum hat denn der Noah seinerzeit die 2 Stanzen nicht erschlagen? Ha? Das war mal interessant, gell? Wobei, Stanzen, Websen habe ich noch viel dicker. Websen habe ich die gestrichen. Ich bin sogar allergisch. Wie Sau bin ich allergisch auf Websen. Ja, stellt euch vor, eine gute 11 Wochen sticht mir so ein Saumatz am Bauch ein, gell? Und jetzt schaut euch das so, das ist heute noch geschwollen. So allergisch bin ich da drauf. Darum bin ich froh, wenn es jetzt kalt wird, dann ist mit den ganzen Zeug einmal eine Ruhe. Meine Frau glaubt ja das nicht, dass das von dem Websenstich ist, gell? Sie sagt, das war der Wampen. Der Blasi am Wampen. Ja, dann muss ich ja lachen. Hab kein Wampen. Das ganze Gewand von mir, das mir vor 3 Jahren passt hat, das passt heute noch genauso einwandfrei. Gut, jetzt vielleicht nicht mir, aber passen tut's noch. Und außerdem, meine Bettwäsche, die habe ich seit der Hochzeit. Und die passt wie angegossen. Gell? Außerdem mache ich da ja Vorratsbratenspeicherung. Das will also nicht so spinnen. Naja, sie hat gesagt, sie möchte auch gerne nur ein paar Pfund abnehmen. Dann sage ich, ja, da unterstütze ich dich doch. Das ist ja gar keine Frage, dass ich da unterstützen darf. Ja, man dann denkt, was kann ich machen? Man denkt, ja, gute Idee, ich kaufe ihr ein Diät-Lipgloss. Gell? Diät-Lipgloss, ich hab gar nicht gewusst, dass das gibt, aber da nimmst du beim einmal auftragen und dann nimmst du schon ab. Das ist eine super Erfindung. Schaut da so aus. Gell? Ja, da ist dir eine Zeit lang nichts. Alternativ kannst du dir dann natürlich aus Meizer pappen. Ja, muss jeder selber wissen, gell? Gut. Ja. Ja, meine Frau ist da eisern, was das Abnehmen angeht. Letzten Sonntag waren wir beim Essen und dann hat sie gesagt, ja, für mich bitte kein Dessert. Okay. Muss ja auf meinen Bauch aufpassen. Sag ich, ja. Ich meine, der war groß genug, dass er auf sich selber aufpassen kann, oder? Und er hat es nicht lustig gefunden, gell? War wieder der Teufel los. Und er hat gesagt, na, du machst jetzt eine Diät. Sag ich, ja. Sie besteht drauf, also. Das ist schade um das schöne Feinkostgewölbe, aber ihr wisst ja selber, ein Weib, wenn sie was einbaut. Ich habe gesagt, geh, wir brauchten schon eine Wespentaille, wenn er eine Hummelhüften haben kann, oder? Naja, sogar nicht wert, Marett. Ja, das Ende vom Lied, ich habe mich halt dann ihrer gebeugt, gell. Und habe gesagt, gut, mach jetzt eine Diät. Ja, was sage ich, eine Diät? 3 Diäten gleichzeitig mache ich. 3. Haha. Ja, mit einer wärst du nicht satt. Das ist ein Wahnsinn. Mit einer Diät, na, du hast ja mehr Hunger wie vorher. Ja, und außerdem heißt es, bei jeder von den Diäten nimmst du in 10 Tagen um die 5 Kilo ab. Sag du mal 3, das sind ja 20 Kilo. Da bin ich dabei. Dann zieh ich es halt durch. Gell? Ja, jetzt wird ihr sagen, oh, was machst du da für Diäten? Ihr wisst, der Blasi ist also, ihr kriegt von mir einen praktischen Rezepttipp für euren Diätplan. Gell? Ja, da kenne ich nichts. Da tue ich gleich mal so. Ja, genau. Ich habe gesehen,
die ganzen Internetberühmtheiten, die arbeiten ja alle nicht mehr selber, gell? Die haben ja über ihre Helfer. Habe ich jetzt auch. So, dann nimmt man sich am besten einmal einen Teller. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Hauptgericht an. Gell? Was Gutes, was Geschmackiges. Ihr nehmt euch einen Teller her, ganz normalen Teller. Und da richten wir uns jetzt Gemüse, lauter gesunde Sachen, ganz appetitlich richten wir uns das her. Gell? Da nehmen wir jetzt zum Beispiel. Hier, das sind ganz frische Karotten aus unserem Garten. Ja, da tun wir mal ein paar Geld auf. So, schön hinrichten, gell? Schön hinrichten. Ihr wisst, das Auge ist mit. Und hier sind noch ein paar. Ja, jetzt tu es her. Das ist ja da. Die werden ja weg. So, gut, die werden wir uns auch schön aufrichten. So, und zum Abschluss noch, Sonne. ja, ein Apfel, gell? Blasi, das ist doch kein Apfel. Das ist, ja, jetzt ziehe ich jetzt auch eine Banane nehmen, gell? So, Dankeschön, Sie können gehen. Gut. Ja, und wenn man sagt, man hat das dann nimmt man den Teller, muss ihn ein bisschen schräg halten, sodass das alles genau in die Biotonne reinfällt, gell? Und dann zum Abschluss legt man sich eine schöne Bierkugel auf und das Essen ist fertig. So schnell ist es gekocht. Haha. Gut, natürlich brauchen wir auch was zum Trinken dazu. Was Gesundes zum Trinken. Als erstes brauchen wir ein geeignetes Gefäß, wo wir uns das anrühren. Ja, also, das passt, gell? Also, jetzt haben wir so farbenfrohe Sachen gehabt, jetzt machen wir uns einmal einen gesunden grünen Trink. Ja? Brauchen wir mal ein bisschen so grünes Gemüse und Obstzeug. Servus, Blasi, wie die Vieh schaut. Ja, ja. So, was haben wir denn da? Mei, so viele gute Sachen. Nehmen wir mal ein Dings, gell? Also, ja. So, Staudensalat. Was haben wir denn noch dabei? Puh, weiß der Teufel, was das ist. Hasenfutter. So, das ist auch noch so ein Dings, gell? Und dann nehmen wir noch ja, so Schleich da, so, ja, gesund halt. Und noch so ein Dings, so ein Obst, gell? Sie können gehen. So, also, habt ihr gesehen, ohne künstliche Zusätze, nur rein natürliche Zutaten. So, das rühren wir jetzt ganz fest um. Und das wird dann eine schöne, einheitliche Masse. Oh, mein Rühren tut das. Wow. So, gut. Wenn das dann eine schöne Konsistenz hat, dann tut man die überflüssigen Stickerl abgießen. So. Und was bleibt übrig? Diätgetränk. Ha? So. Und schon haben wir uns ein Diätessen hergerichtet. Und ich muss sagen, das wirkt. Also, die Pfunde Purzeln wollte ich sagen. Herrschaftszeiten. Meine Krawatten passt mir auch schon wieder. Ja, ja. Das seht meine Tipps, gell? Na gut, jetzt wird der eine oder andere von euch vielleicht sagen, naja, so viel Obst und Gemüse, ich weiß nicht. Keine Panik, habe ich einen anderen Tipp auch noch. So, ich persönlich mache ja ganz gern eine Rumdiät. Okay. Rumdiät, da verlierst du in einer Woche leicht, 3 Tage, leicht. Okay. Jetzt werdet ihr sagen, wie geht das? Ich demonstriere es euch natürlich auch. Aufschrauben. Und dann muss man halt einen beherzten Schluck nehmen, gell? Naja, viel hilft halt auch viel. Oh. Ja, so. Ich so? Ich glaube, der Blasi muss ins Bett. Oder würde er bei Frau sagen, das Runde muss ins Eckige. Oh. Ja gut, ich würde sagen, wir haben es für heute wieder. In dem Sinne, passt auf euren Ranzen auf. Geh und macht's es gut, euer Blasi.